Was ist das? Wir sind jetzt noch ein bisschen spazieren. Und den Kleinen nehmen wir einfach mal mit. Zum einen suggern, duschen und muss noch Kuchen backen. Wir haben es genossen. Ich weiss gar nicht, was ich euch jetzt schon alles erzählt habe, was nicht. 1100 Autos einparkiert haben heute. Gehen wir da die Damen hier yellow. Wir sind heute Vormittag in der IKEA und sorry für die komische sorry für die komische Stimme, die ich habe. Ich bin ein bisschen verkältet. Balu, du kannst es nicht da. Wir haben einiges gepostet. Über 450 Stutz haben wir ausgegeben. Aber wir fangen doch mal an mit dem Haul. Balu, du kannst da. Wir haben zweimal Verdunkelungsvorhänge für den Kleinen in seinem Zimmer, weil die Rollläden nicht ganz dunkel schliessen. Einmal die Vorhänge für das Büro. Ich glaube, das sind ähnliche, wie wir im Schlafzimmer haben, einfach in weiß. Von der Eierschale. Balu, du kannst jetzt nicht da sein. Wäscherli und Schäufeli. Das gibt Spielzeug für den Kleinen. Zweimal Fixlin-Tuch für eine kleine seine Matratze. Zweimal Fixlin-Tuch für unsere Matratze. Und dann zweimal so Glasbehälter mit diesen Bambusdeckeln. Knopfbatterien. Ein cooles Pinselset für den Kleinen. So ein Aufbewahrungsding. Dingsbums, wie immer. Kerzen. Das sind die da. Für den Balkon möchte ich gerne die hier aufhängen. Und für ein kleines Zimmer. Und die da, die wären zwar für Outdoor, aber die passen farblich gut in sein Zimmer. Das da. Was ist das? Was ist das? Das ist zum Tierhaar entfernen vom Müll. Okay. Also so das zum Beispiel? Ja. Ja, falsche Richtung. Du musst mit dem Pfeil. Das weiß ich überhaupt nicht. Du streichelst nur. Ja, das ist ein Versuch wenigstens. Eine Lampe. Für unsere neue Bürolampe. Für die da. Ja, das funktioniert schon. Du musst ein bisschen Geduld haben. Ja, das kannst du machen. 2 von diesen Küssi-Anzügen. Weil wir es lieben. Und uns an Norwegen-Schweden-Reise erinnert. Von diesen Häkchen 3 Pack an je 50 Dinge drin, um die Vorhänge aufhängen. Wir haben sicher genug. 2 so Bücherregale für den Kleinen. Mal schauen, ob die passen, wenn wir die Wand schrauben. Also müssen wir ja, aber wir sehen es dann, ob wir das heute noch machen. Nicht schon weiss. Das ist so krass. Ich meine, das kommt ja bei uns einfach schon jedem gegenüber. Wir haben das da jetzt wieder nie so gekauft. Als wir in Schweden waren, hast du das eigentlich an jeder Tankstelle bekommen. Und wir haben eigentlich immer so ein Pack als Snacks dabei gehabt, in Schweden und in Norwegen. Und das ist einfach eine voll krasse Erinnerung. Übrigens, es werden irgendwann, im Verlauf von dem Jahr hoffentlich, noch 2 Videos folgen von unserer Reise
wo wir über Deutschland, Dänemark, Schweden, auf Norwegen gefahren sind mit dem Auto, mit unserem Kleinen, bis in die Lofoten und dann wieder retour. Das ist Zimt. Zimmerzucker ist das. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Spielplatz. Und dann passiert heute auch nicht mehr viel Spannendes. Ich habe heute Abend noch Filmmaschinerie-Sitzung. Ich bin im Filmteam dabei von der Feg Wetzikon. Und wir nennen uns Filmmaschinerie. Und wir haben übrigens auch seit neuestem einen Instagram-Account. Ich tue den mal hier einblenden, falls ihr Lust habt für lustige Video, wie sagen wir dem? Memes oder wie auch immer. Wir sind jetzt noch ein bisschen spazieren, geniessen auch noch ein bisschen die frische Luft. Nachher sind wir wieder rein. Dann gibt es jetzt Nacht und ja, da passiert wahrscheinlich auch nicht mal so viel. Ja, auf jeden Fall sind wir hier bei dieser Feuerstelle. Das ist richtig cool. Ich habe vor, diesen Sommer ein bisschen öfters hoffentlich. Oder geschweige denn, ich würde eigentlich mal anfangen mit dem Kleinen unter der Woche. Ich kann vor dem Mittag mal zu dieser Feuerstelle hindern. Feuerli machen und dann vielleicht Bratwurst oder ein Servola-Brötchen und dann den da hinten so zum Mittagessen sozusagen. Wenn es dann ein bisschen wärmer ist, machen wir dann das. Es ist jetzt klar Samstag und wir machen uns jetzt gerade auf den Weg in die Feg. Weil der Oli und ich, wir helfen heute mit für den Osterbrunch Tisch aufstellen und dekorieren. Und den Kleinen nehmen wir einfach mal mit. Und schauen, wie das geht, gell? Ich bin wieder daheim. Es ist Balu runtergekumpelt. Wir haben fertig dekoriert. Es hat mega cool ausgesehen. Papi ist nicht mehr da. Papi ist nicht da, nein. Der Papi ist noch gepostet. Und jetzt haben wir schon 3:45 und ich kann jetzt vorher einfach noch ein bisschen chillen. Weil ich bin vom 9 bis zum 2 eigentlich fast durchgehend auf der Beine und wir haben dekoriert und Zeug gemacht. Ja, ich bin mir es nicht mehr so gewöhnt, so
schaffen, sage ich jetzt mal. Und jetzt habe ich gerade noch 3 To-Dos vor mir. Und der Besuch kommt bald. Und ich weiss noch nicht, in welcher Reihenfolge ich was machen soll. Zum einen suggern, duschen und muss noch einen Kuchen backen. Ich glaube, ich fange mit dem Kuchen an. So, der Zitronenkuchen ist im Ofen. Kannst du ein Büchlein schauen? Oh, ein Fisch. Und jetzt tue ich, glaube geschwind noch durchsuggern. Einfach so das Gröbste, glaube ich. Und nachher gehe ich noch geschwind duschen. Ich habe jetzt noch 35 Minuten Zeit für das und ich glaube, das liegt drin. Gesuggert ist. Jetzt muss ich noch duschen. Der Besuch ist schon da. Das macht nichts. Das ist mein Bruder und seine Verlobte. Darum easy. Schönen Ostersonntag. Wir gehen jetzt an Osterbrunch. Wir sind wieder zurück vom Osterbrunch. Es war mega fein und mega schön. Und ja, wir haben es genossen. Und jetzt macht er hoffentlich noch das Mittagspäuschen, Schläfchen. Der Oli geht noch TÜV fahren. Am Nachmittag gehen wir dort zu den Schwiegereltern. Geht das Ferienessen und das Nachtessen. Es gibt einen coolen Tag heute. Ich mache jetzt noch mal eine Zitronenkuchen, weil wir noch Zitronen haben. Und ich würde heute Nachmittag einen frischen Zitronenkuchen mitbringen. Yeah! Am Ostermontag sind wir heute auf dem Weg zu meinen Eltern. Wir verbringen den Tag heute dort, weil bei ihnen in der Nähe ist das Oldtimer-Treffen und meine Eltern gehen noch ein bisschen Land für Parkplätze und so. Genau. Yay. So, das Mittag ist verteilt. Und jetzt kann ich nochmal das Trinken verteilen. Der Kleine ist im Bett, da draußen zum Glück. Wollen wir mal schauen, was läuft, ob es nochmal zu trinken brauchen, Kuchen oder so etwas. Ich weiss gar nicht, was ich euch jetzt schon alles erzählt habe, was nicht. Wir gehen jetzt noch ein bisschen voraus, Kühe eintun, schauen. Und vielleicht können wir noch die Spuren anschauen, was es gegeben hat von diesen vielen Autos. Sie haben es jetzt mal ausgerechnet und sie haben ausgerechnet, dass sie über zwischen 1050 und 1100 Autos einparkiert haben heute. Und also wirklich die anderen, habe ja mal rein, aber die anderen sind wirklich das 5., nein, das 6., der Andi ist ja nachher auch noch raus, sind es dran von morgen um halb 9 bis am Nachmittag um 3. Und aufräumen und fötzeln müssen wir jetzt wahrscheinlich auch noch und wieder das Gehackte wegnehmen. Oh, die Belichtung stimmt gerade nicht. Gehen wir da die Damen da rein. Ja, die Hauptspuren haben schon. Also da, wo die Autos parkiert haben, da geht es noch. Aber da die Hauptspur ist natürlich schon ein Einbuss da. Das ist krass. Wir sind jetzt eigentlich noch schön am Durchlaufen, um zu schauen, wie es da so aussieht. Schon 2 Sachen zum Fötzeln gefunden. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg und gehen heim zu Nacht essen und dann sicher bald ins Bett. Aber dann wäre es das mit dem Video. Schön, sind ihr mit dabei gewesen.
bei uns bei diesem Video, bei dem Osterwochenende-Vlog. Mega cool. Es freut mich, wenn ich das Video natürlich in 2-3 Jahren anschauen kann und in Erinnerungen kann schwelgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mich abonniert, dann unterstützt mich das mega. Danke vielmals und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!